Alles Fakten, Herr Hoffmann. Und wenn Sie für sich die Augen verschließen, Herr Hoffmann, ist das Ihre Sache. Aber Ihre jüdischen Brüder und Schwestern, die werden Ihnen das nicht verzeihen. Und Ihre israelischen Freunde, ja, die werden Ihnen das auch nicht verzeihen. Sie begehen Verrat am jüdischen Volk. Sie sollten sich besinnen, was der Islam gerade gegenüber Juden für Repertoire in seiner Küche hat. Lesen Sie den Koran. Ich weiß, Sie haben den Koran nicht gelesen. Sie haben es mir gesagt vor ein paar Jahren. Lesen Sie den Koran, denn Lesen gefährdet die Dummheit. Lesen Sie, was da über Juden steht. Sie sind minderwertig, laut Koran. Und das wird in allen europäischen Ländern umgesetzt. Wir hatten bereits Demonstrationen in Holland, wo Muslime geschrien haben, Juden ins Gas. Sie wissen das, Herr Hoffmann. Sie wissen das. Und auch in Berlin gab es das schon. Und Sie verschließen die Augen, weil es momentan opportunistischer Zeitgeist ist auf dieser Multikulti. Und München ist bunt. Und wir sind die Guten. Und wir sind für Religionsfreiheit. Und wir sind tolerant und kultursensibel. Vergessen Sie all diese Sprüche. Wir sagen, Bund statt Islam. Wir haben den Anschauungsunterricht in allen 57 islamischen Ländern. Überall herrscht eine Diktatur des Islams. Überall haben Andersgläubige wenig zu lachen. Und wir haben heute hier einen Christen aus dem Irak. Und dieser Christ aus dem Irak, Jakob, er hat uns bereits erzählt, was im Irak mit Christen los ist. Ja? Und er wurde von diesen Gegendemonstranten hier, von diesen Linksvertretern, wurde er als Nazi diffamiert. Da sehen Sie mal, ja, wie bescheuert diese Leute sind. Einen irakischen Christen als Nazi zu diffamieren. Da sieht man mal, was für eine blinde und kritiklose Ablehnung all dem, was islamkritisch ist, da drüben ist. Herr Hoffmann, ja? Herr Hoffmann, hören Sie gut zu. Sie stehen gerade bei Leuten, die einen irakischen Christen hier als Nazi diffamiert haben. Mit den Leuten machen Sie sich gerade gemein. Ja? Und wir sagen ganz klar gegen jeden Extremismus. Ja? Und zwar ausnahmslos jeden. Die Rechtsextremisten von der NPD, die Linksfaschisten, hier alle und der islamische Fundamentalismus, der explizit gegen die Demokratie gerichtet ist. Der Islam und die Demokratie passen nicht zusammen, sagen selbst muslimische Repräsentanten. Axel Ayub Köhler, früher Zentralratsvorsitzender der Muslime, er hat gesagt, Islam und Demokratie sind einander fremd. Und ein Vorbild von Imam Idris, Alija Izetbegovic, hat gesagt, es kann keinen Frieden geben zwischen islamischen und nicht-islamischen Gesellschaften. Und diese Fakten, die sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen, Herr Hoffmann. Und Sie sollten innerhalb der Münchner CSU jetzt mal Widerstand organisieren gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Weil wir werden die Münchner Bürger entscheiden lassen. Und wir sind sicher, wir haben bereits knapp 20.000 Stimmen und wir werden die 30.000 schaffen. Und dann werden die Münchner Bürger abstimmen. Und dann werden Sie die Rechnung präsentiert bekommen für Ihre kritiklose Unterstützung dieses Wahnsinnsprojektes. Wir werden niemals zulassen, dass ein arabischer Staat, der Al-Qaida, Taliban und Hamas unterstützt, dass dieser Staat hier in München ein islamisches Zentrum baut. Und das Ganze auch noch betrieben wird von einem Imam, der jahrelang im bayerischen Verfassungsschutzbericht drin stand. Und von dem Ihr Innenminister, Herr Hoffmann, Ihr Parteikollege Joachim Herrmann sagt, dass er ein Lügner ist. Das wissen Sie, Herr Hoffmann. Und Sie verschweigen diese Wahrheiten und das werden wir Ihnen immer und immer wieder vorwerfen. Und ich sage Ihnen noch etwas, Herr Hoffmann. Ihr Stadtratsfraktionsvorsitzender Josef Schmidt, wissen Sie, was der mir gesagt hat? Er hat den Koran gelesen, im Gegensatz zu Ihnen. Und er hat gesagt, der Koran ist ein Handbuch zum Krieg führen. Josef Schmidt, hören Sie zu, Herr Hoffmann. Es ist wichtig, dass Sie zuhören. Der Koran ist ein Handbuch zum Krieg führen. Josef Schmidt, er hat den Koran gelesen, er weiß Bescheid, aber er verschweigt es, weil er eigene Interessen hat. Und zwar, wie schon bereits zitiert, die Wählerstimmen von bereits 100.000 Moslems in München sich zu sichern. Da kann er nur blöde lachen, dieser Typ mit der Sonnenbrille, ja, weil es sind anscheinend nicht genügend Gehirnzellen, um die Fakten zu verarbeiten. Alles, was wir sagen, sind nachprüfbare Fakten. Und ich bin zu Recht aus der Münchner CSU ausgetreten, obwohl ich sie 25 Jahre gewählt habe, weil diese opportunistische Einstellung, dieses Faktenleugnen, diese Einstellung kann ich nicht für gut heißen. Deswegen gibt es jetzt die neue Partei Die Freiheit und wir werden sehen, dass wir die Wahrheit
gesunden Menschenverstand wieder in die Politik zurückbringen. Und gerade Sie als jüdischer Mitbürger, Herr Hoffmann, sollten die Augen aufmachen. Der Islam ist extrem judenfeindlich. Der Begründer des Islams hat 800 gefangene Juden köpfen lassen. Und jeden Monat werden Menschen geköpft. Und wenn Sie mal genau zuschauen, in Syrien, ja, das sind genau die Al-Qaida-Truppen, die von diesem Emir von Katar unterstützt werden. Die haben gerade, das wurde mit Video festgehalten, einen syrischen Offizier bei lebendigem Leibe geköpft. Und es war ein 10-jähriger Junge. Und er wurde von anderen Moslems unter Allahu Akbar rufen dazu aufgefordert, diesen syrischen Offizier zu köpfen. Und dem rollen Sie auch noch den roten Teppich aus, Herr Hoffmann. Schimpf und Schande, ja, ein Emir, der das Töten von unschuldigen Menschen finanziert, dem rollen Sie den roten Teppich aus. Herr Hoffmann, wir sagen Ihnen, Sie werden die Quittung bekommen für diese menschenverachtende Politik. Und wir sagen Ihnen eines, wir verschließen nicht die Augen vor 100.000 Christen, die jedes Jahr in islamischen Ländern getötet werden. Wir nicht, wir sprechen es an. Und Schimpf und Schande über die Kirchenvertreter, die das verschweigen und verharmlosen. Ja, weil da drüben einer steht, der sich immer als Vertreter der Kirche bezeichnet. Ich weiß gar nicht, welche Funktion er hat bei der Kirche. Ja, aber er soll sich doch mal einsetzen dafür, dass das Morden im Auftrag Allahs aufhört. Ja, und das werden wir ansprechen, immer und immer wieder. So, und jetzt gebe ich das Wort dem Jakob aus dem Irak. Er kann Ihnen erzählen, was mit Christen im Irak passiert. Viel passiert. Was kann ich erzählen? Seit 2003 bis jetzt, das ist viel Leute von meinem Volk gestorben. Also die Muslime eigentlich schlachten mein Volk. Geschlachtet. Also nicht schießen, sondern schlachten. Schlachten mit Messer, einfach. Allahu Akbar und dann schlachten. Und diese zwei Worte, Allahu Akbar und Schlacht einmal. So ist was bei uns. Seit 2003 bis jetzt. Und vorher auch. Also wir sind dort Fremde dort. Das war unser Land. Ich bin Aramäer. Und jetzt wir sind die Fremde dort. Verstehen Sie? Und die verstehen gar nicht, was steht in diesem Buch. Deshalb die stehen in die andere Seite. Normalerweise, was steht in diesem Buch? Was steht in diesem Buch? Normalerweise, Sie stehen hier, nicht in der Gegenseite. Verstehst du? Glauben Sie, dass das stimmt, was diese Person sagt? Ich glaube es nicht. Wie kann man so emotionslos reden, wenn man darum redet, dass Menschen andere Menschen töten? Wie kann man so emotionslos reden? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Aber ich verstehe Kritik. Aber das ist Kritik und ich darf auch kritisieren. Und alles, was diese Personen sagen, müssen sie auch kritisieren. Eine muslimische Gruppe kommt auf mein... Hier wird nicht dokumentiert, aber nicht, sie wird nicht dokumentiert. In Helligkeit. In Helligkeit. Da. Und fragen, bist du diese Person? Ja. Bist du Christ? Ja. Schießen 2 Kugeln in seinen Kopf. Tak. Einfach tot. Fertig. Was? Er ist Christ. Nur er ist Christ. Hat keine Schuld. Nur er ist Christ. Ja. So Schimpf und Schande über Sie, die Sie pfeifen, wenn hier ein irakischer Christ davon berichtet, dass seine Freunde, seine Familie umgebracht wurden. Sein Cousin wurde geköpft unter Allahu Akbar. Das ist alles das, was dieses Buch befiehlt. Und ich sage Ihnen eines, Herr Hoffmann, was unsere Eltern und Großeltern in Deutschland versäumt haben, damals in den 20er und 30er Jahren, nämlich Mein Kampf aufmerksam zu lesen, das sollten wir jetzt nicht wieder machen. Den Fehler, den Koran nicht zu lesen, ist tödlich, sage ich Ihnen. Weil hier stehen Tötungsbefehle drin, die jeden Tag von Moslems in der ganzen Welt ausgeführt werden. Herr Hoffmann, 3 jüdische Kinder wurden von dem Moslem Mohammed Merah in Frankreich, in Toulouse umgebracht. Er ging hin und hat die Pistole an den Kopf angesetzt und hat unter Allahu Akbar abgedrückt.
Ja, er hat 3 jüdische Kinder getötet. Alles Tötungsbefehle laut Koran. Und wenn Sie da die Augen vor verschließen, dann verraten Sie die 3 jüdischen Kinder, die in Toulouse umgebracht wurden, im Auftrag Allahs. Ja, und wenn Sie so weitermachen, Herr Hoffmann, verraten Sie noch mehr, nicht nur Ihre jüdischen Mitbürger, auch die Christen in Deutschland und die Hindus und die Buddhisten, weil alle gelten laut diesem heiligen Buch, dem Koran, gelten sie als minderwertig, als schlimmer als das Vieh, weniger wert als Tiere. Das ist das gefährlichste Buch der Welt. Und Winston Churchill hat damals schon gesagt, das ist das Mein Kampf des Propheten Mohammed. Das Mein Kampf des Propheten Mohammed. Und er hat recht damit. Und nicht so Unrecht haben damals Moslems und Nazis zusammengearbeitet. Herr Hoffmann, Sie wissen es doch, dass der Großmufti von Jerusalem bei Adolf Hitler war und dass sie zusammen die Vernichtung der Juden in Palästina beschlossen haben. Herr Hoffmann, Sie wissen es und Sie verschließen die Augen. Und der Großmufti von Jerusalem, der hat auch eine Verbindung zu dem Imam Idris, weil der Großmufti von Jerusalem, der hat die SS-Division Hansa gegründet und dort war der Waffen-SS-Militärimam, der Hussein Choso, der wiederum ein Vorbild von Idris ist. Herr Hoffmann, ja, das sind Wahrheiten und Fakten und die werden wir präsentieren und da werden Sie nichts gegen machen können, weil das alles nachprüfbare Fakten sind. Und wenn Sie Ihre Meinung nicht ändern, dann wird die Münchner CSU ihre Quittung bekommen, weil die Menschen bekommen langsam mit, dass sie in Bezug auf den Islam verarscht werden. Ja, verarscht. Denn es heißt, seit dem 11. September heißt es unisono in den Medien, Islam bedeutet Frieden und Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun. Und die Terroristen würden ja nur den friedlichen Islam missbrauchen. Das sind alles Lügen. Der Islam hat die Gewalt und das Töten in seinem Programm, und zwar in seinem heiligen Buch, dem Koran, das das zeitungskundige Befehlsbuch ist, und da stehen Tötungsbefehle noch und nöcher drin. Ja? Die Terroristen von 9/11, die haben sie auf Sure 9, Vers 111 berufen. Darin steht, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Und mit diesem Programm im Gepäck haben 19 islamische Terroristen sich in Flugzeuge gesetzt und haben die Twin Towers zusammengelegt in Schutt und Asche. Und hier ist ein irakischer Christ, der genau das Gleiche erzählt, wie es im Irak los ist. Da werden Christen getötet, weil sie Christen sind, weil sie nicht Muslime sind. Und zwar von Moslems, die die Befehle des Koran ausführen, wie in allen anderen 57 islamischen Ländern und auch in der Türkei. Dieses Land, was eigentlich einmal modern geprägt wurde, weil es von Kemal Pascha Atatürk gegründet wurde. Und der war ein entschiedener Gegner des Islams. Er hat gesagt, ich zitiere, der Islam ist eine absurde Theologie eines unmoralischen Beduinen. Es ist ein verwesener Kadaver, der unser Leben vergiftet. Zitat Ende. Kemal Pascha Atatürk. Und deswegen wurde die Türkei relativ modern geprägt. Er hat das Kopftuchverbot erlassen an Universitäten und an Schulen. Er wusste warum. Er wusste. Und jetzt ist aber leider Gottes der Ministerpräsident Erdogan an der Macht. Und er sagt, ich zitiere, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Gläubigen unsere Soldaten, die Minarette unsere Bajonette und die Kuppeln unsere Helme. Zitat Ende. Und dieser türkische Ministerpräsident, der indoktriniert die 1,6 Millionen Türken, die bei uns leben. Er sagt ihnen, sie sollen sich hier nicht angleichen, nicht assimilieren, es wären Verbrechen an die Menschlichkeit, sie sollten ihre Kultur und ihre Religion bewahren. Was das bedeutet, wenn sie ihren Islam behalten, dann gibt es Gewalt und Terror, so sicher wie das Amen in der Kirche. So, das ist die Wahrheit. Und wir werden es aussprechen und wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen, denn die Fakten müssen gesagt werden. Es muss aufhören mit diesem ganzen Appeasement, weil Appeasement, Herr Hoffmann, hat auch damals gegenüber Hitler in die Katastrophe geführt. Wissen Sie, dass damals Winston Churchill vor Hitler gewarnt hat, Herr Hoffmann? Wissen Sie das? Und er wurde in England aus London verjagt, ja, weil man gesagt hat, man darf doch die Deutschen nicht unter einen Kamm scheren, man darf sie nicht brüskieren, ja? Der Churchill hat die Wahrheit gesagt. Und dann kam der Ebenezer Chamberlain, der ist zu Hitler gekrochen auf den Obersalzberg, hat da mit diesem Friedensvertrag gewedelt. Was war dann das Ergebnis? 60 Millionen Tote, Europa in Schutt und Asche und 6
6 Millionen vergaste Juden, Herr Hoffmann. So, und jetzt haben wir dasselbe. Jetzt haben wir dieses gefährlichste Buch der Welt, wo Winston Churchill gesagt hat, das ist das Mein Kampf des Propheten Mohammed. Und wissen Sie, warum das ein Verkaufsschlager in der islamischen Welt ist? Mein Kampf ist in der islamischen Welt Verkaufsschlager. In der Türkei war es an Platz 5 der Hitliste. Hier, der Koran. Hier, ja? So, Mein Kampf war in der Türkei an Platz 5 der Hitliste und in arabischen Ländern ebenfalls, weil der Judenhass von Mein Kampf ist Vorbild für die islamische Welt. Herr Hoffmann, wenn Sie das negieren, betreiben Sie einen Verrat an Ihren jüdischen Mitbürgern und an allen anderen Nicht-Muslimen. Mein Kampf ist nur ein Job, man vergleichen mit diesem Buch. Ja, Mein Kampf. Mein Kampf ist so eine kleine Buch, was man vergleicht. Ja. Man nicht vergleichen Mein Kampf mit diesem Buch. Mein Kampf ist noch eine kleine. Ja. Haben Sie das gehört? Hier, ein irakischer Christ, der den Koran auf Arabisch kennt, sagt, ja, dass Mein Kampf nur so klein ist, ein kleiner Fliegenschiss im Vergleich zu dem Koran, der ein riesengroßes Buch der Gewalt und des Tötens ist. Und das ist etwas, wenn wir erneut den Fehler machen, hier uns wegzuducken, wenn wir erneut den Fehler machen, diese Gefahren zu verleugnen, dann sind wir nicht besser als die Deutschen, die damals nichts getan haben gegen Adolf Hitler. Ihr duckt euch genauso weg, ihr rennt dem Mainstream hinterher, merkt ihr das nicht? Damals haben ausländische Politiker gesagt, ja, der Hitler redet doch ständig von Frieden. Hitler war der Politiker, der ständig von Frieden geredet hat. Und damit hat er alle anderen eingeseift. Und seht ihr die Parallele? Muslimische Funktionäre behaupten ständig, Islam bedeutet Frieden. Und damit wickeln sie euch ein. Ihr Politiker, die ihr nicht die Augen aufmacht, ihr werdet eingewickelt. Denn Islam bedeutet keinesfalls Frieden. Islam heißt Unterwerfung, wörtlich übersetzt. Ja, Unterwerfung. Und zwar unter den Willen eines Rachegottes Allah. Und das werdet ihr Linken auch noch merken. Ja? Ihr werdet es merken, wenn ihr von den Moslems ans Messer geliefert werdet, weil ihr als Atheisten, ihr rangiert ganz unten auf der Werteskala. Ja? Ihr seid noch weniger wert, ja, als Christen und Juden. Ja? So, es ist unglaublich, es wiederholt sich alles. Und wir stehen hier, weil wir die Wahrheit sagen, alles ist nachprüfbar, alles ist belegbar. Und wir werden diffamiert, wir werden auch von den Reihen der CSU, dieser Josef Schmidt, der eigentlich über den Islam Bescheid weiß, der weiß, dass der Koran laut seiner Aussage ein Handbuch zum Krieg führen ist, bezeichnet uns als ausländerfeindlich wie die NPD. Herr Hoffmann, ihr Josef Schmidt behauptet, wir wären ausländerfeindlich wie die NPD. Wie idiotisch muss das denn sein? Hier ist ein Iraker, in unseren Reihen sind türkischstämmige, sind syrischstämmige. Wir haben im Sommer die Koptin Nawal aus Ägypten bei uns gehabt, die erzählt hat, wie Christen, die Kopten in Ägypten von Moslems diffamiert und getötet werden. Und was ist passiert? Sie wurde von Moslems angespuckt. Sie wurde angespuckt von Moslems in der Fußgängerzone. Und soll ich euch sagen, was Moslems uns entgegenschreien? Ich zitiere, ihr Christenschweine, wenn wir erstmal an der Macht sind, hängen wir euch alle auf. Zitat Ende. Haben uns Moslems in der Fußgängerzone am 7. April entgegengebrüllt. Und sie brüllen uns entgegen. Ihr könnt überhaupt nichts machen. Der Islam kommt hier sowieso an die Macht. So, Herr Hoffmann, wenn Sie das unterstützen, dann nenne ich Sie einen Steigbügelhalter der Islamisierung. Das sage ich ganz offen. Ja, das ist Volksverrat. Und wenn wir dieses Islamzentrum zulassen, dann werden wir einer nächsten Katastrophe Tür und Tor öffnen. Und die wird schlimmer noch sein als alles bisher Dagewesene. Glauben Sie uns, Islam bedeutet Terror, Gewalt, Unterwerfung, Krieg. Ja, das ist die Kodifizierung für Islam. Seit 1400 Jahren hat der Islam Dschihad geführt. Wissen Sie, Herr Hoffmann, wie viele Tote im Dschihad umgekommen sind? Herr Hoffmann, schätzen Sie mal. Von 1 bis 500 Millionen, schätzen Sie. Ja? 270 Millionen Menschen sind im islamischen Dschihad umgekommen. Ja? Wir sagen, es reicht. 270 Millionen Tote reicht.